Sendung wird Ihnen präsentiert von der Bank 1 Saar, die persönlichere Note. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Salü und Hallo zu Saarlor Lüx. Und Moin, denn wir haben später Besuch aus Luxemburg im Studio. Unsere Themen im Überblick. Geregelt? Fragezeichen. Europaweite Verfolgung von Rasern. Geschätzt die älteste Frau im Europäischen Parlament. Sie ist Politikerin mit Leib und Seele und denkt mit 80 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. Astrid Lulling aus Luxemburg heißt die älteste Frau unter den Abgeordneten des Europäischen Parlaments. 30 Jahre ihres Lebens hat sie bislang schon dem Europagedanken gewidmet und noch immer pendelt sie jede Woche zwischen ihrem Wohnort Schifflingen in Luxemburg und Brüssel oder Straßburg. Die Politik nimmt fast den ganzen Zeitplan der umtriebigen und vor allem originellen Parlamentarierin ein. Wie geht das? Ich heiße Astrid Lulling. Ich arbeite am Europaparlament. Zu Lützeburg, zu Brüssel und zu Straßburg. Sie ist immer in Bewegung. Ein Termin jagt geradezu den nächsten. Astrid Lulling ist 80 Jahre und kein bisschen leise. Das Europaparlament ist ihr Parkett und auf dem ist kaum jemand so bewandert wie die unermüdliche Luxemburgerin. Ihr Mandat als Europaabgeordnete geht vor allem. Das heißt, sie steht morgens früh auf und geht abends spät ins Bett und arbeitet eigentlich nur für ihr Mandat für das Europaparlament. Sonst macht sie nicht viel. Aber im Parlament, da macht sie eine ganze Menge. Als Quästorin ist Astrid Lulling mit Verwaltungs- und Finanzaufgaben betraut. Außerdem ist sie eine gewichtige Stimme im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Die Ampel, die wollen wir nicht. Abgeordnetenkollegen aus der Großregion kennen und schätzen die Luxemburgerin, auch über Parteigrenzen hinweg. Die Astrid Lulling bewundern wir. Sie ist eine quicklebendige, alteingesessene Luxemburgerin. Wir haben gemeinsame Interessen, rechts und links der Mosel, die Kulturlandschaft erhalten, für den Wein zu kämpfen. Wenn Astrid sich im Plenum meldet, gibt es immer Lacheffekte, weil sie sich immer was Nettes bei den ernsten Themen ausdenkt. Und dann ist sie eine ganz harte Vertreterin Luxemburger Interessen. Umgekehrt setzt sie alles daran, ihren Landsleuten zu zeigen, wie wichtig das Parlament für die Bürger ist. Jede Woche mietet Astrid Lulling deshalb ein Studio, lädt sich Gäste ein und informiert über aktuelle Themen des Europaparlaments. Lulling TV im Doc-Kanal guckt, der kennt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen allerhöchster. Die 10-minütige Sendung wird täglich in Doc TV, Luxemburgs offenem Kanal, ausgestrahlt. Geschafft, in der Anfangsphase sie durch ungerechtfertigte Hohenfälle. Zwischendurch Blitzbesuch im Büro. Das teilt sich Astrid Lulling mit 3 männlichen Assistenten, die gerne mal über ihren extravaganten Modegeschmack lästern. Wenn ich jetzt in so einem schwarzen Anzug wäre, das ist ja nicht gut. Sie haben gesagt, es soll nicht schwarz sein. Und wissen Sie, im Plenum, wenn ich komme, dann sieht wenigstens jeder mich. Das gehört auch zur Politik, sichtbar sein. Deswegen legt Astrid Lulling großen Wert auf perfektes Styling. Jeden Samstag lässt sie sich mehrere Stunden lang in ihrem Stammsalon verwöhnen. Friseurin Letizia Kirsch hat viele prominente Kunden, nicht alle so pflegeleicht wie Astrid Lulling. Ich stresse die manchmal, wenn ich nicht viel Zeit habe, aber sonst geht's. Sonst ist es wirklich sehr angenehm. Ja, sie stresst aber nicht viel. Nein, sie ist aber sehr lieb, manchmal. Aber ich glaube, nein, sie macht das schon sehr gut. Nach Hause in Schifflingen kommt Astrid Lulling nur an den Wochenenden. 2 Koffer stehen schon bereit für die nächste Parlamentswoche. Ein bisschen Zeitungslektüre zwischendurch, dann wartet oft schon die nächste Aufgabe. Die Vorbereitung ihres Luxemburgisch-Sprachkurses mit Großneffe Jérôme.
Videoclippen zu machen, für Lützeburg zu lehren. Astrid, darf ich da pure Fragen stellen? Ja, natürlich. Was trinkst du lieber? Weiße Wein oder rote Wein? Lieber weiße Wein. Ach, für was? Schon den einfach lieber, das gute Lützeburgische weiße Wein. Das ist so ein gutes Mittel. Weißt du, das ist wie eine Medizin gegen Herzinfarkt, Krebs und sogar gegen Alzheimer. Müsste eigentlich von der Krankenkasse remboursiert gehen. Na dann, zum Wohl. Unterwegs zwischen Luxemburg, Brüssel, Straßburg und heute auch Saarbrücken. Guten Abend, Astrid Lulling. Guten Abend. Sie haben ja hier in Saarbrücken Volkswirtschaftslehre studiert. Wenn Sie heute hierher zurückkommen, mit welchen Erinnerungen kommen Sie hierher? Ja, ich habe gute Erinnerungen. Meine Kollegen sind leider alle tot. Aber ich kenne die Stadt überhaupt nicht wieder. Ich war auch schon über 20 Jahre nicht mehr hier. Hat sich viel verändert. 1965, mit damals 35 Jahren, sind Sie als jüngstes Mitglied und erst als zweite Frau ins Europäische Parlament eingezogen und im selben Jahr auch in die luxemburgische Abgeordnetenkammer. Das waren 2 Männerdomänen damals noch. Woran haben Sie das deutlich gemerkt? Ja, vor allem die Luxemburger Abgeordnetenkammer, da gab es nur Männer. Da hat es einmal eine Frau gegeben vor 34 Jahren. Ich glaube, typisch war, dass es nicht mal eine Damentoilette gab. Aber der Präsident, wenn ich da reinkam, die Männer da standen und gesagt, guten Tag Astrid, hat der Präsident eine chinesische Wand dahinsetzen lassen. Um dann doch alles bei der Ordnung zu haben. Ja, das haben die Kollegen dann den Paravent Lulling genannt. Apropos Spitznamen, Sie haben ja auch im Europäischen Parlament einen Spitznamen. Wie lautet der denn? Ja, ich bin die Bienenkönigin und die ungekrönte Weinkönigin. Die Bienenkönigin, ich bin die Berichterstatterin für die Lage der Bienenzucht in Europa und tue auch sehr viel dafür und deshalb diesen Namen. Und ich bin die Vorsitzende der Intergruppe Wein. Ich kümmere mich viel um die Luxemburger Winzer, aber um die Winzer in ganz Europa. Und dann hat mich ein bayerischer Kollege gesagt, du bist die ungekrönte Weinkönigin des Europäischen Parlaments. Und Sie trinken bestimmt auch selbst mal das ein oder andere Gläschen, oder? Ja, im Augenblick nicht, aber ich bin fast nah. Ein anderes Thema, das Ihnen am Herzen liegt, ist das Luxemburgische. Da haben Sie mit Ihrem Großneffen zusammen dieses Lexikon herausgegeben. Ja. Weshalb liegt Ihnen die luxemburgische Sprache so sehr am Herzen? Ja, Sie wissen ja, wir sind sehr überfremdet in Luxemburg hier. Also am Tag sind wir schon in der Minderheit, nachts noch knapp in der Mehrheit. Es gibt in der Stadt Luxemburg, unserer Hauptstadt, nur noch 35% Luxemburger. Wir haben nun rund 150.000 Grenzgänger, darüber über 35.000, die aus Deutschland kommen. Und ich möchte, dass die auch die Sprache des Landes lernen. Und ich bin der Meinung, dass die Regierung nicht genug getan hat. Und deshalb habe ich mich mit meinem Großneffen zusammengetan, der Spezialist ist. Und wir tun also etwas, und ich auch als Europaabgeordnete, für die Integration der Nicht-Luxemburger in Luxemburg. Merken Sie das denn im Alltag, dass das Luxemburgische verschwindet? Also wenn ich einkaufen gehe, dann ich kann kein Brot mehr kaufen in Luxemburg, das heißt es Français. Wenn ich tanken gehe, sage ich bin auf Säule 3, Français, s'il vous plaît. Und deshalb bin ich der Meinung, die Leute, die bei uns arbeiten, die sollten sich auch Mühe geben, ein bisschen unsere Sprache zu lernen. Für die Deutschen ist das ja kein Problem. Im Juni, da feiern Sie Geburtstag, dieses Jahr den 81. Ja. Wie halten Sie sich bei so vielen Terminen und Aufgaben fit? Ja, wissen Sie, ich habe keinen Mann und keine Kinder. Da macht es das schon einfacher. Aber was machen Sie, damit Sie so tatenkräftig sein können? Ja, also ich habe, glaube ich, eine gute Gesundheit und Pflege, die auch ganz bewusst. Und ich glaube, wenn man sehr aktiv ist, dann bleibt man auch, ich würde nicht sagen jung, aber dann wird man nicht so verkrustet. Zumindest im Kopf bleibt man dann jung. Das auf jeden Fall. Wir haben eben im Beitrag gesehen, Sie sind auch für Ihren extravaganten Modegeschmack bekannt bei Ihren Kolleginnen. Worauf legen Sie Wert? Was sind die Stoffmuster und Farben, die Sie am liebsten mögen? Ja, ich mag sehr gerne schwarz, aber Sie wissen, in meinem Alter, die Konkurrenz ist groß und sie schläft nicht. Da muss man sich schon Mühe geben. Es kostet immer mehr Zeit und immer mehr Geld natürlich, um gut auszusehen. Und ich habe auch eine fantastische Stilistin in Straßburg, die ich jeden Monat besuche. Und die guckt alles, was ich anhabe, kommt von ihr. Und das ist auch fein und die Stoffe sind pflegeleicht. Das brauche ich ja, wenn ich andauernd unterwegs bin. So soll es sein. Frau Lulling, ich bedanke mich vielmals für den Besuch im Studio und Sie müssen noch nach Brüssel. Vielen Dank, dass Sie hier in Saarbrücken waren. Ja, danke schön, dass Sie
auf mich zurückgekommen sind für dieses Porträt für die Großregion. Gerne.